zusammen, ich bin Anita. Und ich bin Laura. Ihr hört gerade den Skorpion und Jungfrau Podcast. In der heutigen Episode reden wir über das Buch Know My Name von Chanel Miller. Die deutsche Übersetzung heisst «Ich habe einen Namen». Bevor wir über die Handlung des Buches reden, wollte ich noch kurz eine Triggerwarnung machen. Und zwar kommt in diesem Buch sexualisierte Gewalt vor und Suizid. Wir verlinken in den Notizen zum Podcast auch noch die Internetseite von der Opferhilfe. Also, das Buch ist eine Autobiografie von Chanel Miller. Sie ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2015 Opfer von sexueller Gewalt geworden. Sie schreibt unter anderem darüber, wie sie selber realisiert hat, was eigentlich passiert ist, weil sie bewusstlos war, wie sie im Spital untersucht wurde, wie es für sie war, ihrer Familie und anderen nahestehenden Leuten davon zu erzählen. Sie schreibt über die mediale Aufmerksamkeit von dem Fall, über das Gerichtsverfahren und wie das Ganze ihr Leben beeinflusst hat. Das Buch ist entstanden, weil das Victim Impact Statement weltweit bekannt wurde. Nachdem jemand verurteilt wurde, muss die Richterin dann auch noch festlegen, wie hoch die Strafe sein wird. Und dann kann eben das Opfer dann auch noch ein Statement machen, was die Tat für einen Einfluss auf ihr Leben hatte. Und das hat sie dann auch gemacht und das ist dann ziemlich bekannt geworden. Sie ist während dem ganzen Verfahren anonym geblieben und hat das eigentlich auch lange so wollen, aber sich dann dafür entschieden, mit der Veröffentlichung von dieser Memoiren ihre Anonymität aufzuheben. Der Fall ist so bekannt wurde, wie es an einem College Campus passiert ist, also der Stanford University. Der Täter, Brock Turner, ist in den Medien oft als hervorragender Schwimmer beschrieben worden, dass in Zukunft wegen dem Fall auf dem Spiel steht. Es ist auch viel zu Victim Blaming gekommen. Er ist schlussendlich auch nur zu 6 Monaten verurteilt worden und wegen dem nach 3 Monaten entlassen wurde, weil du kannst für jeden Tag, der dich gut verhaltest, wird er einen Tag abgezogen. Auch das ist heftig kritisiert worden. Und eben während der ganzen Zeit ist sie eigentlich anonym geblieben. Sie hat sich Emily Doe genannt, oder beziehungsweise das Gericht hat sie so genannt. Es war also in der Akte vermerkt gewesen. Mit diesem Buch hat sie endlich so ihren Namen preisgegeben und sagen, eben, sie hat einen Namen, sie ist eine echte Person. Ja, das ist ihre Geschichte. Bevor wir auf das Zitat übergehen und halt auch unsere Meinung dazu sagen, muss man vielleicht kurz festhalten, was die Definition von einer Vergewaltigung ist. Föderal in den USA ist es eigentlich so, dass jegliche Penetration durch das Glied oder einen Gegenstand als Vergewaltigung gilt. Auch nicht nur vaginal, sondern auch anal oder oral. Aber das ist je nach Staat auch wieder anders und in Kalifornien ist das nicht so. Er ist aber schlussendlich, es hat 3 Anklagepunkte gegeben und der eine war, dass er wegen einer Körperverletzung mit der Absicht, eine Vergewaltigung zu begehen, verurteilt wurde. Und wegen dem nennt sie ihn auch im Buch ein Vergewaltiger, aber eigentlich wäre es auch dazu gekommen, wenn er nicht von 2 anderen Studenten gestoppt worden wäre. Juristisch gesehen würde man ihn jetzt einfach als Sexualstraftäter bezeichnen. Genau, das ist auch noch wichtig zu wissen. Eine Debatte, die wir ja auch da haben, ist eben das Ganze mit, es steht, dass man sich wehren muss. Oft hört man so, ja, nein heisst nein, aber eigentlich, was man will, ist, dass nur ja heisst. Und es sollte zwar eine Revidierung geben vom Sexualstrafrecht, aber wie das genau aussieht, ist noch unklar. Und vielleicht auch noch interessant zu wissen, wie das überhaupt historisch zustande gekommen ist bei uns in der Schweiz. Also nach Artikel 190 StGB heisst es ja, wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. Und da ist ersichtlich, dass das Opfer also nur weiblich sein kann. Ich lese da kurz etwas ab von einer Folie von der Strafrechtsvorlesung. Die Bestrafung der Vergewaltigung einer Frau diente traditionsgemäß nicht dem Schutz ihrer sexuellen Selbstbestimmung, sondern genau dem Gegenteil, der Durchsetzung einer freiheitsfeindlichen Sexualmoral. Ein Gericht hatte demnach nicht zu beurteilen, ob es sich um Vergewaltigung oder einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt hatte. Die Aufgabe lag darin zu entscheiden, ob sich Frau und Mann wegen vorehelichem Geschlechtsverkehr strafbar gemacht und das Risiko von unehelichen Kindern geschaffen hatten. Nur wenn die Frau ausreichenden Widerstand geleistet hatte, konnte sie sich durch einen Nötigungsnotstand rechtfertigen und beweisen, dass sie versucht hatte, ihre Ehre zu schützen. Das erklärt aber, wieso es bei uns nur mehr Vergewaltigung ist, wenn es zu einer
vaginale Penetration kommt vom Glied, also ein Gegenstand oder irgendwas anderes wäre dann nicht möglich. Im Anal- oder Oralverkehr wäre es eine sexuelle Nötigung, nicht Vergewaltigung, weil eben ja dadurch kein Kind entstehen könnte. Also eigentlich ist es einfach darum gegangen, dass du wie hast können sagen, ja, es ist nicht deine Schuld, weil es zu unehelichen Kind gekommen ist. Ja, und das ist jetzt ziemlich überholt, würde ich sagen. Bevor wir zu den Zitaten kommen, Laura, wie hast du das Buch gefunden? Was sind deine Eindrücke? Wie ist es dir gegangen beim Lesen? Ich habe noch nie für ein Buch so lange gebraucht. Anita hat das gemerkt, weil ich den Termin immer wieder verschoben. Und zwar auch, weil ich nicht zu lange am Stück drin lesen konnte. Es hat mich wirklich geschockt und berührt und ich hatte so ein paar Mal Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, weil es auch ein Thema ist, das halt uns Frauen, also ja, ich habe einfach so das Gefühl, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Und es ist im Kleinen in unserem Leben, glaube ich, auch gleich ziemlich präsent. Also wir sind halt einfach in Situationen in den Sinn gekommen, wo man irgendwie in der Nacht allein heimläuft und man hat halt irgendwie gleich Angst. Und ja, es ist einfach präsent. Uns wird auch von Anfang an irgendwie eingetrichtert, ja, schaut, dass ihr eine Gruppe seid. Und also, so wie ich mich schützen kann vor Männern, die mich überfallen wollen. Also auch schon nur die... über das habe ich auch sehr fest nachgedacht, oder wie das jungen Frauen auch beigebracht wird, oder jungen Leuten, wer sich da wie zu verhalten hat, das ist ja einfach irgendwie auch schon fragwürdig. Genau, aber ich finde auch, mir sind so viele Sachen überhaupt nicht bewusst gewesen, auch wie lang so ein Prozess dauert. Und ich meine, ich habe mir auch so überlegt, dass eigentlich du wirst die ganze Zeit traumatisiert, weil immer wieder, weil das einfach nie abgeschlossen ist und jedes kleine Detail von diesem Abend wird durchgecatcht. Es ist eigentlich so, wie von Anfang an klar, ja, er ist einfach schuldig. Und es ist echt so. Und dann geht es plötzlich im Gerichtsprozess darum, wie viel Reis hat sie an diesem Abend gegessen. Ja, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber ich bin wirklich, also, es hat mich tief berührt und ich bin mega froh, hast du das vorgeschlagen. Ich bin echt dankbar, habe ich das gelesen, auch wenn es nicht leichte Kost war. Und darum gibt es von mir auch 5 Sterne von 5. Ah, super. Ja, ich habe ja gesagt, wir sind nicht mehr befreundet, falls du dem Buch nicht 5 Sterne gibst, letztes Mal. Oh, wow. Hast du wahrscheinlich nicht mehr im Kopf. Nein, ja, ich weiss nicht, so einem Buch kann man ja auch fast nicht weniger geben. Es ist so, ja. Aber ja, eben finde ich super, die Punkte, die du angesprochen hast. Aber vom Schreibstil her jetzt auch, von ihr. Wie hast du es so gefunden? Am Anfang musste ich ein bisschen reinkommen. Mir hat es gedacht, sie findet sich dann auch ab dem Gerichtsprozess, wo du dann auch merkst, es geht ihr also psychisch besser und dann, die Sprache wird auch anders ab dann. Das ist mir so aufgefallen. Vorher ist es so sehr beschreibend oder ja, man badet einfach auch so in ihrem Schmerz. Und ich glaube, darum konnte ich zuerst auch nicht so weiterlesen. Aber so ab dem Gerichtsprozess merkst du ja auch, jetzt kann sie etwas bewegen und jetzt geht es vorwärts. Darum, und ich glaube, es ist nicht ihr erstes Buch, oder? Was sie Doch, hat. ich glaube schon. Es hat einfach, Creative Writing hat sie studiert oder irgendwas mit Literatur hat sie studiert. Ja. Wegen dem hat sie sicher schon Übung gehabt, aber ich glaube, das ist eigentlich schon ihr erste. Ja, wie ist es dir ergangen? Hast du das erwartet, was du dann gelesen hast? Also ich habe den Fall gekannt eigentlich, Ja. so ein bisschen mehr oder weniger. Damals habe ich es noch mitbekommen. Ich weiß nicht, wieso ich immer amerikanische Medien verfolge, aber ja. Als ich es gehört habe, habe ich so gedacht, ja, das ist ja voll klar. Irgendwie. Zwei haben ihn verwünscht, sie war bewusstlos. Was muss man da noch wissen, oder? Ja. Es zeigt halt auch, wie wenig mehr über das Justizsystem wissen, wenn du nicht durch das ganze System musst. Und wegen dem habe ich auch gedacht, das ist das ideale Buch für all die Leute, die das Gefühl haben, es ist so einfach, eine Anzeige zu machen. Wenn man das ganze Buch liest, wie du gesagt hast, sie nimmt das ja wirklich mit. Vor allem eigentlich, wo sie im Spital ist, untersucht wird, wie sie befragt wird. Die ganzen Gerichtsverhandlungen, ja, das ist schwer. Ich stelle mir es auch mega schwer vor. Aber was du erwähnt hast, dass es traumatisierend ist, das nennen wir in der Viktimologie eine sekundäre Viktimisierung. Die primäre war also die Tat und die sekundäre ist dann eben, weil das Umfeld so reagiert. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit von der Polizei ausgefragt wird, ja, wiederholt, kannst du das nochmal sagen, wie es genau war, etc. Das ist sehr, und auch das Gerichtsverfahren, das ist psychisch belastend, das ist so. Klar, man sagt, aber das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber irgendwie das Buch, irgendwie hat es auch etwas so Positives, weil also ihr Leben geht weiter und man sieht auch, wie sie probiert hat, aus dem Ganzen rauszukommen.
Und wie sie dann auch eben angefangen hat, für andere zu kämpfen. Und ich finde das auch irgendwie auch schön. Ja, es ist vielleicht eben ein Teil jetzt von ihrer Geschichte, aber sie ist mehr als das. Ja, ich finde es auch schön, eben, dass sie so vielen Leuten eine Stimme geben konnte. Genau. Definitiv. Von mir gibt es natürlich auch 5 Sterne. Ja, sehr Genau. gut. Wir haben jetzt gemerkt bei den Zitaten, dass ich 2 habe, die echt am Anfang sind und du alle 3 eher so weiter hinten im Buch hast. Und wegen dem macht es Sinn, dass ich vielleicht zuerst die 2 sagen. Der Kontext ist, dass ihre Polizei angerufen hat und sie haben ihnen erzählt, also sie würden eine Anklage machen müssen und sind sie einfach gefragt, ob sie dann auch eine Anzeige erstatten will. Also dann quasi halt involviert ist in dem ganzen Prozess. Und ja, sie hatten dann das Gefühl, ja, wahrscheinlich nur eine Formalität, weil sie haben ja eben Beweise haben und alles Mögliche. Sie hat auch das Gefühl, ja, es gehört ja dazu und ja, dass sie halt auch da involviert ist. Dann hat sie gesagt, ja, dass sie das will. Und jetzt das Zitat ist: I didn't know that money could make the cell door swing open. I didn't know that if a woman was drunk when the violence occurred, she wouldn't be taken seriously. I didn't know that if he was drunk when the violence occurred, people would offer him sympathy. I didn't know that my loss of memory would become his opportunity. I didn't know that being a victim was synonymous with not being believed. Sitting in the driveway, I didn't know that this little yes would reopen my body, would rub the cuts raw, would pry my legs open for the public. I had no idea what a preliminary hearing was or what a trial actually meant. No idea my sister and I would be instructed to stop speaking to each other because the defense would accuse us of conspiring. My 3-letter word that morning unlocked a future, one in which I would become 23 and 24 and 25 and 26 before the case would be closed. Ja, das fasst das alles ziemlich gut zusammen. So der ganze Weg einfach auch. Also, wie lange? 4 Jahre? Ja, ich glaube, man merkt auch die Frustration, Ja. wo man zum Teil für Leute, die am Gericht arbeiten, das ist halt so normal alltäglich so, ja, der Termin ist halt verschoben worden, aber für die Leute, die das betrifft, ich meine, eben, wenn du jetzt nicht gerade nebenan wohnst und irgendwie normal kannst weiterleben, ja, es ist schon ein Problem, du wartest eigentlich darauf, dass du mit dem abschliessen kannst, oder du wohnst irgendwo ganz anders, hast einen Flug gebucht und so und dann musst du alles wieder neu organisieren. Mhm. In einem Teil des Buches sagt sie doch auch: in a strange way I was prepared for this. Wenn sie eben sagt, eben die Eltern wohnen dort, sie hat ein bisschen gespart, sie hat sonst ein gutes Umfeld, also ich meine, und schon so war es echt hart gewesen. Aber stell dir mal vor, du hast all die Privilegien nicht. Ja. Sie hat auch gesagt, weil die Mutter von ihm, von Brooke Turner, also vom Täter, hat irgendwie so gesagt, wieso er und so. Also ich meine, dass seine Familie so ignorant ist ein ganz anderes Thema. Aber dort sagt sie auch irgendwie so, ich habe mich das nie gefragt, wieso ich. Ich habe gedacht, zum Glück bin ich es gewesen, nicht meine Schwester oder ihre Kollegin. Sie sind ja zu dritt auf dieser Party gewesen, weil die waren noch an der Uni gewesen. Sie war wenigstens fertig gewesen. Sie hat einen Abschluss. Aber ja, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, es wird ja einfach auch viel empfohlen, dass man eben nicht Anklager hat, einfach wenn man weiss, durch was alles das Opfer nochmal durchgehen muss. Und ich meine, ein System, wo sich besser empfiehlt, nicht anzuklagen. Also ja, das ist ja per se einfach schon... Für das gibt es kein Wort. Ja. Das sollte nicht so sein. Man braucht die Zeit auch. Und es ist auch schwierig, gerade eben in das Ganze einzuspringen. Und wegen dem... Tatsächlich, dass jemand nicht gerade eine Anzeige erstattet hat, heisst nicht, dass es nicht passiert ist. Ja, und leider reicht jemand zum Teil einfach nicht. Oder bei diesen ganzen, das erwähnt sie im Buch auch Weinstein und Cosby und so. Ja, da hat sie ja wie gesagt, ja, jemand reicht ja anscheinend nicht. Es kommen ganz viele Frauen führen mit diesen Geschichten. Ja, sie tut vieles zusammenfassen, aber das quasi, weil sie betrunken war, man hat das wirklich sehr genau. Es macht schon Sinn, okay, hat sie wirklich ein Blackout gehabt, das kannst du aber auch, der Blutlevel sehen, dass sie so viel getrunken hat, dass sie bewusstlos war. Und man hat gesehen, auch, dass 2 Zeugen gesehen haben, dass sie bewusstlos war. Aber da grossweg, wie viele Shots hast du gehabt, was hast du gegessen, ob sie dann wirklich betrunken. Also es ist auch, aber eben... Es ist so demütigend auch, wenn du einfach weisst, hey, es ist so grundfalsch, was er gemacht hat, und ich muss hier darüber reden. Ja. In welchem Taco-Laden wir waren. Also ja. Klar gehört es zum Prozess, ja, das ist mir schon klar, aber es ist einfach so
abartig, in diesem Kontext über so Nonsens zu reden. Also es wird sehr gut illustriert im Buch. Genau, ich habe gefunden, das Zitat ist eben gut, um so ein bisschen aufzuzeigen, durch was sie da müssen durch, nur weil sie gesagt hat, ja, sie will eine Anzeige machen. Ja. Beim zweiten Zitat, das ich ausgewählt habe, ist die Situation so, dass ihr Freund auch noch eine Aussage gemacht hat, beziehungsweise es ist auch ein Thema im Gericht, halt, ob sie in einer Beziehung war, wie ihr Dating-Leben war, wenn das ja so relevant ist, oder? Das Zitat ist: I was thankful to have Lucas, but it bothered me that having a boyfriend and being assaulted should be related, as if I alone was not enough. At the hospital, it had never occurred to me that it was important that I was dating someone. I'd only been thinking of me and my body. It should have been enough to say I did not want a stranger touching my body. It felt strange to say I have a boyfriend, which is why I didn't want Brock touching my body. What if you're assaulted and you didn't already belong to a male? Was having a boyfriend the only way to have your autonomy respected? Later, I read suggestions that I cried rape because I was ashamed I had cheated on my boyfriend. Somehow, the victim never wins. And what if I'd been assaulted the summer before in the aftermath of a broken relationship? What kind of questions would a detective have asked? Oh, my dating life? Yes, well, I went to dinner at an Ethiopian restaurant with one guy on Tuesday, but slept with a different one on Sunday, who's never taken me on dates, but was wearing cool socks that evening. Yes, I did go home with a guy who has a tattoo of a beheaded pigeon who still texts me at 2 a.m. Yes, I did order 4 Moscow mules. Yes, they were all for me. Would I have had any credibility? Would my private life have been exhibited to show that I was too loose, my lifestyle indecent? I would never have been able to explain they were my choices, but choices made during a period of sadness and low esteem. We all have different ways of coping, self-medicating, ways of surviving the rough patches. To deny my messiness would be to deny my humanity. I don't believe there is such a thing as an immaculate past or a perfect victim. Yet now I felt I was being upheld to an impossible standard of purity, word that failing to meet it would justify Brock raping me. Ja, das habe ich ausgewählt, weil eben die Stelle beschreibt es halt gut, dass es für sie quasi gut war, dass sie in einer festen Beziehung war. Sie sagt ja aber so, ja, was wäre es gewesen, wenn es letzten Sommer passiert wäre? Ja. Oder vor allem also einfach in dem Sommer, wo sie halt nach einer Trennung ja halt einfach ein bisschen am Daten war, nichts Festes hatte und so. Dann die Verteidigung hätte sie in dem Sinne einfacher gehabt, wie zu behaupten, ja, sie hätte das vielleicht wollen oder so. Und das ist eigentlich schon krass. Es spielt ja in dem Sinne keine Rolle, wenn jemand einfach ein bisschen am Date ist oder irgendwie nichts Festes hat, weil das heisst nicht, dass sie dann mit jedem etwas haben wollen. Und da habe ich einfach auch das Gefühl, da ist Amerika so mit dieser Purity Culture und so halt schon noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es bei uns anders wäre, aber ja, bin mir nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass das dort noch mehr eine Rolle spielt. Ja, es hat doch in der Schweiz auch den Fall gegeben von einer Frau. Das Basel. Ja, wo genau, sie hat mit vielen Männern geschlafen, oder innerhalb von einer... Das weiss ich nicht, ob sie mit vielen geschlafen hat. Es war einfach so, also es waren ja 2 Täter. Der eine ist noch vom Jugendgericht, weil er 17 war. Und der andere, ich glaube, über 30, ist eigentlich nicht so eine Rolle. Aber auf jeden Fall der älter war, der hat das Urteil noch an eine höhere Instanz gezogen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Richterin dort hat dann wirklich die Strafe dann herabgesetzt. Und eben unter anderem so Sachen gesagt wie, ja, das Opfer hat ja schon ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Und in dieser Nacht hat sie in dem Club hat sie mit jemandem irgendwie auf der Toilette rumgemacht und wegen mit dem Verhalten. Also ich verstehe, es hat dann auch Proteste gegeben und so, gerechtfertigt, weil einfach so die Aussage, ich meine, wieso sollte man den Anzeige erstatten, wenn man dann von den RichterInnen so behandelt wird? Und eben, das ist eigentlich, was mega viele sagen, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Sie hätte wirklich in diesem Club von mir aus mit 3-4 Männern etwas haben können und mit dem halt nicht wollen. Und dann ist es halt einfach so gewesen. Und dann einfach zu behaupten, ja, das ist dann einfach ein falsches Signal gewesen. Wegen dem ist es ja schon lange gegangen, bis Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde, weil Leute das Gefühl hatten, das geht ja gar nicht, wenn du verheiratet bist.
Ja, und das deutet für mich einfach immer noch auf ein problematisches Verhältnis her von einer Frau, die irgendwie sexuell aktiv ist. Es ist immer noch so, eben, dann gleich, wenn es da um so Sachen geht, ist dann trotzdem so, ah ja, sie hat einen Freund, also man kann das alles wie besser verpacken, aber eben, es sollte keine Rolle spielen. Ja, es ist tragisch, aber es erinnert mich auch ein bisschen daran, wenn du so dumm angemacht wirst oder so. Und dann sagst du, ich bin nicht interessiert. Ja. Ich bin nicht interessiert. Und dann fragst du, hast du einen Freund? Und dann lügst du vielleicht und sagst du, ja, ich habe einen Freund. Und ich so, okay. Also es ist so wie mehr... Völlig, so das einzige valuable Argument ist so das. Und nicht, ich will nicht. Ja, es ist einfach, weil sie respektieren quasi einen anderen Mann, den sie gar nicht sehen. Sie respektiert in Anführungszeichen, dass es schon ein Eigentum ist von einem anderen Mann. Mehr als dass du es nicht willst. Du kannst dich wie retten und du sagst, ja, du gehörst schon jemandem. Das kann doch nicht sein. Also, weißt, ich habe eben so die Charaktersachen. Es ist auch im Gericht, kommen ja mega viele Leute für ihn, die dann so Sachen sagen, so, ja, aber er ist eigentlich so ein korrekter Typ und alles Mögliche. Und ich meine, es ist auch so dumm, weil ja, klar hat er eine Schwester. Was hat das jetzt mit dem zu tun? Ja. Also weißt, er kann auch zu seinen Kollegen nett sein und so. Das hat ja nichts mit dem zu tun. Es sagt ja niemand, das sagt es ja, es ist halt schwer, weil es gibt Leute, die vielleicht gute Sachen machen, aber dann gleich eben übergriffig werden oder eben Täter werden. Oder das können Leute zum Teil nicht verstehen. Man muss sich einfach das bewusst sein, dass niemand perfekt ist und wieso erwartet man, dass das Opfer in dem Sinne perfekt sein muss, dass es ernst genommen wird. Das kommt ja dann auch im Victim Impact Statement vor. Ich hoffe, du hast es nicht in den Zitat, es ist auch aufreden, aber was auch darum geht, dass sie ihn anklagt, dass er sich für sein Verhalten entschuldigt, weil er Alkohol hat getrunken. Und sie sagt dann so, du checkst immer noch nicht, es geht nicht um das. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du Alkohol hast getrunken, sondern dass du mich vergewaltigt hast. Einfach auch so wieder das Vorschieben vom Umstand, von allen Umständen, Alkohol, und er ist doch ein guter Schwimmer und er ist so, also einfach so, aber das war falsch gewesen. Und seine Eltern sagen ja eben auch so, es ist halt wegen den Kollegen und so, Peer Pressure, ich meine, klar, so die Fraternities sind halt schon ein bisschen komische Ortschaften, aber ich meine, das ist eher ganz allein, es war nicht so, dass irgendwie 3 andere von seinen Kollegen drumherum gestanden sind und ihm gesagt haben, ja, das musst du jetzt machen, um aufgenommen zu werden oder so. Ja, nachher hat er ja so Kampagnen gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht gut ist zu trinken und so Sachen. Ja. Einfach, nein. Und klar, aus Tätersicht macht es ja irgendwo durchaus Sinn. Du brauchst natürlich alles, was deine Strafe irgendwie minimiert, aber natürlich jetzt auch aus der Sicht des Opfers ist das einfach nochmal eine Strafe mehr, habe ich das Gefühl. Das ist ein Schlag ins Gesicht, ist eigentlich. Ja, wirklich. Soll ich weiterfahren mit meinem Zitat? Ja, gerne. Da geht es darum, dass sie in Stanford haben sie so wie einen Garten errichtet auf dem Campus, oder? Und er hat sie so wie eine Quote für das liefern, für den Park, oder auf einem Bänkchen, glaube ich sogar. Und sie ist aufgefordert worden, einen einzureichen, und das geht in diesem Abschnitt. I should have backed out then, said enough. Instead, I submitted a new quote. You took away my worth, my privacy, my energy, my time, my safety, my intimacy, my confidence, my own voice until today. Appleseed said she'd shared the quote with a confidential support team, and the next sentence started with, while we appreciate, and that word again, concerned. She explained it could be triggering and upsetting instead of healing. They said I could either choose what they'd selected or find a quote that was more uplifting and affirming. As a survivor, I feel a duty to provide a realistic view of the complexity of recovery. I am not here to rebrand the mess he made on campus. It is not my responsibility to alchemize what he did into healing words society can digest. Also man merkt immer wieder, das ist so eine enorme Kraft, weil sie ist auch in diesen Momenten ist sie einfach mega stark geblieben. Jetzt habe ich gesagt, schau, das ist passiert, das ist meine Sicht, und eben, sie kann das kann man nicht beschönigen. Klar ist aus dieser ganzen Situation wie auch eine Kraft in ihr erwacht, aber eben, es hat gleich kein Happy End, und von dem her, ich kann im Fall nicht irgendwie eine Quote liefern, die das einfach verschönigt. Und oder so ein bisschen C'est la vie. beschönigt. Ja. Nein. Ja, also wirklich. Und dort finde ich es auch so beeindruckend, dass sie dann, ich glaube am Schluss, genau, hat sie ja wie gesagt, ja, sie lässt es. Also sie will nicht
Sie liefern keine Gewalt. Ich glaube, später haben es dann andere Studierende haben dann etwas hergeschrieben. Bin mir nicht mehr sicher, aber auch dort einfach so wie sogar noch etwas, was ihr so gut kann, ist dann einfach so wie, ja, aber könntest du nicht ein bisschen und dann, weisst, ein bisschen Uplifting, so, nein! Sie haben es auch wie nicht ernst genommen, dass es halt auf ihrem Campus passiert ist. Ja, das ist noch die Background-Story, oder? Sie hat dort wie angerufen, sie hat, glaube ich, einmal Kontakt gehabt mit jemandem, der aber der auch völlig überfordert war, weil sie ja keine Studierende ist. Dann hat sie so wie gesagt, ja, normally it isn't like that. Und einfach so wie, ja, sie hat sich in dem Moment auch nicht, das ist nicht... Ja, dort sind definitiv auch die Prozesse schiefgelaufen oder die Leute sind nicht gut genug geschult gewesen, für das ja auch bekannt war, dass es einfach viel passiert. Das ist ein Kampf, das Ganze ja, wirklich. Zu ändern. Das ist so. Ja. Und weisst, ich habe auch das Gefühl, du kommst fast automatisch in das rein, dass du, wie sagt man, das ist so eine Ohnmacht und Aktivismus bewahrt. Ich glaube auch ein bisschen vor dieser Ohnmacht, oder sie hat dann auch mitbekommen, dass sie viele Briefe hat bekommen und du kommst automatisch in das rein, dass du so Gruppierungen unterstützt, weil sie geben dir in diesem Moment halt auch Halt. Und ja, du verstehst halt, was in jedem Einzelnen irgendwie vorgeht, wo auch, ja, durch das nochmal durch muss. Ja, sonst würde ich aufs Nächste gehen. Da geht es nochmal darum, dass sie, also da merkt man einfach auch so die Frustration, die du schon darüber geredet hast, und eben einfach so der Nonsens, der zum Teil berät ist worden in diesem ganzen Gerichtsverfahren. I took my meticulously typed guidelines and encouragements, threw them in a drawer, gave myself a new mantra: fuck the fried rice, fuck what you sipped, how you sipped, when you sipped, with whom, fuck if I danced on the table, fuck if I danced on the chair, you want the truth, the whole truth and nothing but the truth. Your whole answer was sitting with his shoulders low, head down, his neatly cut hair. You want to know my whole goddamn family was hurting, why I lost my job, why I had 4 digits in my bank account, why my sister was missing school. It was because on a cool January evening I went out while that guy there had decided that yes or no, moving or motionless, he wanted to fuck someone, intended to fuck someone, and it happened to be me. Oh, ich also dachte, ich fühle dich so fest, weil irgendwann du verlierst einfach die Geduld. Und das habe ich auch noch krass gefunden. Sie ja die ganze, also eben das Hearing war ja aufgeteilt gewesen. Und sie hat dann von ihrer Anwältin seitenlang Text bekommen, was sie letztes Mal hat gesagt, und sie müssen es, also you have to memorize it, und dass dann ja auch bei diesen 3 Drinks bleibt. Nein, es war auch mehr gewesen. Aber einfach so, eben, das musst du dann so auswendig lernen, weil sie die einfach an diesem Zeugs aufhängen. Ja. Ich will, dann heisst sie, aber letztes Mal hast du das behauptet. Ja, und das war auch mal bei was? Dann? Nein, oder ihre Schwester hat doch gesagt, I thought she'd be fine. Ja, und das ist schon voll so Frucht worden, wenn ihre Schwester denkt, jetzt, es geht ihr gut, dann müssen wir davon ausgehen, dass es ihr gut gegangen ist. Ja. Du merkst schon beim Lesen von dem Buch, wie sie probieren, dich zu manipulieren, einzuschüchtern, Gegenseite. Ja. Leider eben werden die Leute nicht genug geschützt oder vorbereitet in diesem Sinn. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, es ist nicht so einfach, wie Leute denken, einfach jemanden zum Spass anzeigen. Also, das kommt immer wieder auf. Nicht, ja. Klar, es gibt falsche Anschuldigungen. Das gibt es schon. Aber eben, wenn man das Ganze anschaut, die ganze Prozedur, es ist nicht einfach etwas, was man an einem Tag mal macht und dann ist gut. Und ja. Nein, definitiv nicht. Schon nur, das haben wir jetzt beide gar nicht erwähnt, aber die Szene, die kommt ganz am Anfang eigentlich, wo sie ja untersucht wird, in dieser Spezialklinik, was auch immer. Also schon nur, das geht. Also ich glaube, das Personal ist sehr... Also, so wie sie beschrieben hat, und sie verdankt sie ja auch noch am Schluss sehr zuvorkommend professionell, aber eben, es ist echt so wie, ja, sie hat ja dann irgendwie auch gesagt, was alles ist eingeführt worden für die Spuren irgendwie, jetzt, ja, also heftig. Es ist richtig krass. Ja, und du gehst irgendwie heim und alles, was sie dir sagen, ist, ja, der HIV-Test müsstest du dann noch mal machen nach ein paar Wochen und eben es meldet sich jemand bei dir so wie was und so Broschüren, die so einfach absurd, oder? Ja. Wie sie sagt, das System mit den Kleidern, die sie dir geben. Ja. Und sie wissen, es ist so eingerichtet, dass man weiss, dass es noch viel mehr davon wird geben. Von den Leuten, die durch das durchlaufen. Und das ist heftig. Und auch wegen der DNA-Samples, es geht so lange, bis die untersucht werden, weil es gibt einfach so viel. Wenn du das, Stimmt, wenn du das so ein bisschen überlegst. Du hast auch noch ein Zitat, also, gell? Genau, komme ich noch mit einem von mir.
Das finde ich ein bisschen eine Art Zusammenfassung vom Ganzen. Da habe ich es ausgewählt. I never could have known that after college I'd be assaulted within 7 months, live in Providence, then Philadelphia, scuba dive and weep during testimony, write 12 pages that would resonate globally, move in with a tall boy and a tiny dog, and spend 2.5 years writing. I've created a self inside the suffering. Looking back, the assault is now inextricable from the greater story. It is a fact of my life, the same way I was born in June and I was raped in January. Awful feelings may remain the same, but my capacity to handle them has grown. I can tell you what happens next because I have not yet lived it. This book does not have a happy ending. The happy part is that there is no ending, because I'll always find a way to keep going. Man merkt auch während dem Lesen, amigs hat sie so gute Phasen, sie geht dann einmal weg, so ein bisschen, in so ein Art-Workshop-Ding machen und sich selber ein bisschen zu finden und ein bisschen das, ja, sie probiert es halt auf verschiedene Art und Weise zu verarbeiten. Amigs geht es besser, amigs geht es schlechter. Was man mir einfach auch merkt, ist halt einfach, dass sie weitermacht. Eben. Das ist halt jetzt einfach ein Teil von ihrem Leben. Ja. Aber sie gibt wie das Leben nicht auf, in dem Sinne. Und wegen dem sagt man im Englischen auch mega oft anstatt wegen dem Survivor, oder? Vielleicht auch für Leute, die das lesen, die etwas so durchgemacht haben und noch nicht an diesem Punkt sind, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Hoffnung, dass sie gestärkt daraus ja, rauskommen. Genau. Oder halt einfach, ja. Was hast du das Gefühl, es nimmt mich noch Wunder, weißt du, dass sie ihre Identität hat preisgegeben? Es ist bis zum Schluss nicht sicher gewesen, ob sie unter Emily Doe wird veröffentlichen oder unter ihrem richtigen Namen. Hast du das Gefühl, also, dass es auch noch verschmäht? Also ich verstehe es darum auch. Vielleicht ist der ganze Prozess so darum gegangen, so die Emily Doe, das wieder zu integrieren, wieder in ihre Persönlichkeit. Oder? Weil es ist ja nicht, das hat sie ja immer gesagt, das ist ja auch schräg. Du liest das, ja, es ist Trend. Und vielleicht, um das zu reintegrieren, hat es das auch gebraucht. Aber natürlich, ich meine, was war es? Die Polizisten haben ihr gesagt, ja, der Busch vor ihrem Haus, den müssen wir abschneiden, weil dort könnten sich 4 Leute verstecken. Ich meine, sie haben Polizeischutz und alles gebraucht. Und ja, noch mehr als vorher. Das ist so, und auch sind mega viele Leute nicht gewusst, dass sie Emily Doe ist. Leute, die sie gut gekannt haben. Ja. Weil es ist auch verständlich, aber du willst das halt einfach, du willst auch wie ein bisschen normal weiterleben. Und das ist schon wie auch nicht mehr möglich, weil wirklich alle wissen, was passiert ist. Und ich denke, ja, es ist sicher belastend. Vor allem am Anfang wahrscheinlich auch. Und sie sagt auch, sie weiss ja nicht, was passiert. Vielleicht will sich irgendjemand brechen von der Familie von ihm oder was auch immer. Aber ich denke, es ist in dem Sinne auch ein guter Schritt gewesen. Dass sie jetzt den Leuten eine Stimme geben. Aber dann so selber dann noch das Gesicht zeigen, ist vielleicht dann noch mal etwas anderes. So wie noch mal einen Schritt weiter in dem Sinn. Finde ich auch. Bist du auch ein bisschen YouTube-Video schauen? Oder einfach, ja, ich habe wirklich mir jetzt halt Wunder genommen, wie sie auch auftritt und so. Ich habe mal letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, vielleicht habe ich mal ein Interview von ihr gesehen. Ja. Sie liest, glaube ich, auch, man kann es auf YouTube finden, wegen dem Impact Statement liest sie vor. Ja. Auf Englisch. Okay. Ja, von dem ist nämlich auch das letzte Zitat noch. Wenn wir schließen mit dem, ich glaube, das steht so für sich. Oder willst du noch etwas sagen? Nein, ich glaube, für mich ist gut. Ich glaube, man muss es selber lesen, um wirklich alles definitiv zu hören. Okay. Genau. Ja. Also das ist jetzt wieder der letzte Teil von dem Victim Impact Statement. Das ist eben auch vor dem Buch schon ziemlich, also wo ist es publiziert worden? Irgendwie BuzzFeed oder so. Das ist dann viral gegangen. Wir können sonst auch die deutsche Version auch noch verlinken, für die, was interessiert. Ja, das ist gut. And finally, to girls everywhere, I am with you. On nights when you feel alone, I am with you. When people doubt you or dismiss you, I am with you. I fought every day for you, so never stop fighting. I believe you. As the author Anne Lamott once wrote, lighthouses don't go running all over an island looking for boats to save. They just stand there shining. Although I can't save every boat, I hope that by speaking today you absorbed a small amount of light, a small knowing that you can't be silenced, a small satisfaction that justice was served, a small assurance that we are getting somewhere, and a big, big knowing that you are important, unquestionably, you are untouchable, you are beautiful, you are to be valued, respected,
Undeniably, every minute of every day, you are powerful and nobody can take that away from you. To girls everywhere, I am with you. Thank you. Super, merci vielmals für das letzte Zitat. Gern? Ja. Das nächste Buch. Ich habe Angst. Ja, ich habe mir lange überlegt, ist das wirklich das Richtige nach diesem Thema? Aber ich habe das Gefühl, es ist eben gerade das Richtige. Also, wir haben ja schon ganz viele grosse Themen gehabt. Herkunft, Tod, Liebe, Macht, Gewalt. Und es ist ja jetzt hier darum gegangen, dass sexuelle Selbstbestimmung überhaupt nicht... Also ja, das ist das Gegenteil von sexueller Selbstbestimmung, das wir jetzt gehört haben. Und darum habe ich jetzt ein Buch ausgewählt über Sex. Ich habe es gewusst. Ich habe es so gewusst. Ja, mein Traum wird wahr, wir werden ein Sex-Podcast. Spass. Nein, werden wir nicht. Gut, und zwar ist es «Come As You Are» von Emily Nagoski. Kennst du es? Also ich habe es schon mal gehört. Ich habe schon davon gehört, ja. Ja, es ist in aller Munde. Ich kenne es von einem Podcast. Ja, ich gebe es zu, der Podcast ist mit der Glennon Doyle. Ah, ja. Genau, und der Kreis ich habe ein bisschen drüber... Nein. Ich habe gelesen vorher, und das fasst recht gut zusammen. Come As You Are is a masterclass in the sciences of sex. It's the science of sex decoded and demystified. Und dann steht noch, Stress, mood, trust, body image are not peripheral factors in a woman's sexual well-being. They are central to it. Genau. Also ich bin selber gespannt. Ich hoffe, wir können überhaupt darüber reden. So piep, piep, piep die ganze Zeit. Die ganze so rot am Anlaufen und so. Ja. Nein, aber ich habe das jetzt wirklich ein paar Mal, also und alle schwärmen irgendwie davon, oder nicht alle, nein, einfach nicht alle. Alle? Einfach, alle! Nein, ich habe es ein paar Mal jetzt gehört und dann habe ich gedacht, ja, sind wir schon so weit, aber ich glaube mal, für Folge 5 können wir uns doch mal diesem Thema jetzt annehmen. Ich freue mich. Jetzt komme ich aus meiner Comfortzone raus. Yes, ich freue mich auch sehr fest. Ich hoffe, ihr auch. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und auf YouTube. Wenn ihr uns ein Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch machen auf anita.podcasts@gmx.ch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.